Peter, magst du zu uns rüberkommen? Soll ich mitnehmen? Komm. Ja. Profi halt, ne? Wir beide so, Wenn das Peter Mikro so, ja klar. fehlt, nimmst du deins einfach mit. Genau. So, einmal Platz nehmen wir natürlich in Sehr schön. Ich habe ein entsprechenden bisschen Abstand. Gänsehaut, Peter. Schön, so soll das sein. Sag mal, Peter, wenn du so einen Song so akustisch alleine spielst oder mit der Band zusammen, fühlt der Song sich für dich komplett anders an? Jetzt hier so Ja. gerade? Nee. Nee. Weil also bei dem Song nicht. Ja. Es gibt Songs, die wir so fett machen und wenn ich die dann alleine spiele, ist das schon was anderes. Aber der Song lebt eigentlich von dem. Wir hatten lange Diskussionen, als wir den aufgenommen haben, ob er da jetzt noch mehr macht oder weniger. Und ich habe es erst mit der Gitarre so erstmal aufgenommen, haben uns alle angehört, haben gedacht, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig für auf einer Platte. Dann, wenn einer so im Raum steht und spielt, ist ja noch was anderes. Ne? Aber der lebt eigentlich davon, dass er klein ist. Ja. Wie geht's dir heute? Ja, so bescheiden. Also ich muss es sagen, wir machen da 20 Jahre, ne? Ich hätte mir immer mal gewünscht, am 11.11. richtig mitzufeiern und mal so hoch die Tassen, ne? Jetzt kannst du einmal und Jetzt nichts kannst du ist. nichts und dann ist keine Sau da. Also das ist schon, das ist traurig. Es ist ein trauriger Tag, auf jeden Fall. Peter, ich habe dich gegoogelt. Da kriegt man ja auch immer Vorschläge. Ne? Und der zweite Vorschlag, der kam, der anscheinend oft gegoogelt wird, Peter Brings, geschätztes Vermögen 2020, wie reich. Worauf ich hinaus will, ihr habt jetzt ganz viele Ausfälle an Auftritten, ihr spielt 170 die Session und so weiter und so fort. Geht euch der Arsch auf Grundeis oder habt ihr ein bisschen was an der Seite? Und wie sieht das mit eurer Crew aus? Also wir haben über 40 Konzerte gespielt und die haben wir nur für unsere Leute gespielt, für unseren Laden. Die Band hat nichts verdient irgendwie. Ja. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Weil Das wir heißt haben Techniker, Fahrer und so weiter. Ne? Ja, Genau. unsere Leute, die für uns arbeiten, das sind eine Menge. Das sind, die feste Crew sind 6 Leute, die immer da sind. Und wenn wir mit vollem Besteck auflaufen, sind das weitaus mehr Menschen. Ne? Ja. Und die 6 Leute, die bei uns fest arbeiten mit unserem Managementbüro und so, das musste bezahlt werden. Die haben keine Rücklagen, woher auch. Ich sage jetzt mal, wir machen 30 Jahre relativ erfolgreiche Musik. Also ich kann noch einkaufen gehen und der Strom ist auch noch an, Telefon funktioniert auch noch. Wir haben keine Not, wir haben andere Not. Unsere Seelen sind blank und man muss spielen. Ja. Ja. Hilft da Familie? Du bist ein Familienmensch, das weiß ich. Merkt man in solchen Zeiten dann nochmal die stärkere Verbindung oder werden einzelne Aspekte innerhalb der Familie nochmal wichtiger? Also ich sage immer, ich lebe ja in 2 Familien. Die eine ist die Band und die andere ist meine wirkliche Familie. Ne? Und in der Bandfamilie ist klar gewesen, dass jetzt nur Solidarität funktioniert. Also jetzt muss derjenige, der stärker ist, vermeintlich stärker, also ich sage jetzt mal monetär, der mehr Kohle hat, muss sich um die anderen kümmern. Das ist eine ganz klare Sache. Ich denke, hoffe, dass auch in der großen Familie der Kölner, dass das so ist, dass man immer der gerade noch aus dem Wasser gucken kann, guckt, wer gerade absäuft und den wieder hochholt. Das müsste eigentlich so, wir kennen das Schönes Bild, wir sind ja Hochwasser geplagt. Also deswegen, das ist ganz wichtig. In meiner Familie ist das sogar schön. Mein mittlerer Sohn ist gerade ausgezogen. Der Große ist draußen. Ich bin jetzt... Ist immer schön als Vater erstmal, ja. Das ist, ja, weil das war immer unterm Dach und da ging es richtig her. Der ist auch so, ich bin auch froh, dass die erwachsen und flügge werden. Und ich lebe jetzt mit 3 Weibern zusammen, also meiner Tochter, meiner Frau und meiner Hündin. Und Wie klappt das? Super, ich bin der Hahn im Korb. Das ist total klasse. Wir sind viel zusammen, also wir haben viel Zeit zusammen verbracht in den ganzen Monaten. Das sind halt die positiven Sachen. Ne? Kannst du sagen, was dir am meisten fehlt? Am meisten fehlen mir die Abende, essen zu gehen mit Freunden. Mir fehlen die Hooks, also so die Leute zu umarmen. Ich bin ja auch so einer, ich will immer mal riechen, mal fühlen. Da kriegst du irgendwie noch ein bisschen mehr Informationen mit. Also bei Freunden, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt... Ich bin auch so ein großer Umarmer, das fehlt mir zum Beispiel total. Das fehlt mir total. Mir fehlt einfach diese Geselligkeit und dieser Druck, dass immer irgendwas passieren könnte. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 12, die kommt jeden Tag aus der Schule. Das kann jeden Tag bei uns ins Haus kommen. Ne? Dann haben wir natürlich auch Eltern, die in einem Alter sind, wo es gefährlich ist. Meine Mutter liegt übrigens im Krankenhaus, vielleicht hat sie das Fernsehen an. Mama, gute Besserung. Und ansonsten fehlt mir der Besuch von den Alten halt auch. Die kommen dann auch nicht besonders häufig im Moment. Ne? Wie nutzt ihr die Zeit zu Hause? Gibt es irgendwelche Hobbys, die du entdeckt hast, wo du gar nicht wusstest im Vornherein, dass du die überhaupt hast? Nee, also mein Hobby ist Musik machen und das kann man auch allein im Kämmerlein und nee, ich gehe jetzt nicht so angeln oder sowas. Ne? Stell ich mir gerade vor. Ja, also obwohl Wollen wir da beim Wasser werden, ne? Obwohl ich nichts gegen Angel sagen will. Also das ist auch bestimmt auch ein geiles Hobby, aber ich laufe halt, ich jogge, um den Kopf frei zu kriegen. Im Moment ist das schwierig im Park, weil da ist mehr los wie auf der Hohe Straße. Gerade bei mir im Blöcherpark ist die Hölle los. Ja, die ganzen Schulklassen machen draußen ihren Sportunterricht.
Ja, und ich habe seit 1,5 Jahren einen Hund und dann lernst du auch fast jede Oma aus dem Viertel kennen und dann wird gequatscht auf der Wiese und dann krieg ich auch so ein bisschen mit, wie das in den anderen Familien im Viertel läuft. Ich glaube, das ist jetzt wichtig so, dass man miteinander redet. Das ist zwar immer wieder dieses Thema Corona, aber irgendwo musst du das ja lassen. Also, und beim Gassi gehen geht er gut. Ja. Peter, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast ganz viele Dinge angesprochen, die ganz viele Menschen gerade beschäftigt. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle gemeinsam zusammenhalten an solchen Tagen. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir sehen dich heute Abend auch noch mal im WDR-Fernsehen. Da läuft nämlich Kölle singt zu Hus. Guck da gerne mal rein, wir würden uns freuen und vielen Dank. Wir wünschen dir noch einen ganz schönen Tag. Was machst du heute? Ich gehe jetzt von hier aus gleich nach Hause und ich habe mir ja vorgenommen, mir Super-Duett im Bett mit einer Flasche Bier reinzuziehen. Das konnte ich 20 Jahre nicht. Das werde ich gleich auch tun. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß mit der Flasche Bier im Bett. Das hast du dir verdient. Hab weiter Mut und bleib gesund. Dankeschön.